Servus, heute bin ich an der Oms und will euch was erzählen über einen großen chinesischen Klamottenladen. Ihr kennt ihn alle, er ist bekannt für seine Billigwaren, konkurrenzlose Preise und mittlerweile kauft die ganze Welt dort ein. Ich rede von Shein oder Shein. Wir sind ja alle keine Chinesen und wissen nicht genau, wie man das eigentlich ausspricht, aber kennen tut es jeder und bestimmt haben viele von euch auch schon mal dort bestellt. Also Shein, das ist ein Laden, den haben sie 2008 aufgemacht, der verkauft hauptsächlich über das Internet und dahinter steckt eben dieser Internetauftritt, eine eigene App und zur Produktion lassen die fertigen in China in 6000 verschiedene Fabriken und da geht es ganz schön zu, das kann ich euch sagen. Darüber möchte ich euch heute ein bisschen was erzählen. Was vielleicht noch interessant ist, die verkaufen laut eigenen Angaben mittlerweile in 150 Länder. Was man fast nicht glauben kann, das ist ja wirklich die ganze Welt. Okay. Generell macht Bekleidung weltweit schon einen Haufen Müll. Also Müll macht Bekleidung zum Beispiel mehr Umweltverschmutzung wie der ganze Flugverkehr von der ganzen Welt und das ist wirklich auch massiv. Aber Kleidung wird einfach leider viel mehr gekauft, wie benötigt wird und viel zu viel weggeschmissen. Die großen Firmen haben das mittlerweile natürlich gespannt, dass das die Verbraucher stört und haben angefangen so zum Tor, als ob sie nachhaltig waren. Aber da muss ich euch wirklich sagen, wenn es genau hinschaut, dann werdet ihr merken, dass das mehr bloß Marketing ist, wie wirklich ein Wille, dass man da was ändert. Weil letztendlich leben sie ja doch davon, dass sie viel verkaufen. Was man bei Shein auf jeden Fall auch sagen muss, ist, dass die Sachen zum Teil giftig sind. Die nehmen es da überhaupt nicht genau. Studien, wie zum Beispiel von Greenpeace durchgeführt, haben festgestellt, dass teilweise die Grenzwerte ums 3000-fache überschritten werden. Es ist festgestellt worden, dass die Sachen zum Teil krebserregend sind oder auch lebensgefährlich für Kinder. Und ein anderes Riesenproblem bei Shein ist, dass die Arbeiter zum Teil wirklich ausgebeutet werden. Shein hat praktisch 6000 kleine Fabriken, in denen ihre Waren produziert werden. Und die Fabriken sind natürlich alle von Shein abhängig. Das heißt, es ist ein riesen Konkurrenzkampf und Shein hat sowas wie ein Monopol. Die Preise werden dadurch so weit abgedruckt, dass die Firmen fast nicht überleben können und die geben natürlich den Druck weiter an ihre Arbeiter. Berichte gibt es viele, da wo gesagt wird, die Arbeiter müssen 17 oder 18 Stunden am Tag arbeiten und haben zum Teil bloß einen Tag im Monat frei oder manchmal auch nicht einmal den. Also auf jeden Fall kauft ihr da billige Sachen, nehmt aber auch in Kauf, dass die Leute, die das produzieren, wirklich schamlos ausgenutzt werden. Und was Neues kommt auch, und zwar der Zoll ändert sich. Für China-Waren ändert sich der Zoll. Alles, was aus China kommt, hat bisher ab 150 € erst Zoll gekostet. In Zukunft kostet alles Zoll. Und zwar 3 € pro Kategorie. Das heißt, wer 3 T-Shirts bestellt, zahlt 3 €. Wer aber ein T-Shirt, ein Shampoo und einen Kugelschreiber bestellt, der zahlt 9 €. Also, das beginnt heuer im Sommer, ich glaube ab Juli. Also Juli 26 wird das losgehen. Ab dann alle Waren aus China Zoll. Da wird das Zeug von Shein bestimmt teurer werden. Gut, dann fassen wir mal zusammen. Wer bei Shein einkauft, tut nichts Gutes für die Umwelt, lebt vielleicht auch ungesund und riskiert da seine Gesundheit. Außerdem unterstützt er ein System, das was die Arbeiter ausbeutet. Und dann wissen wir jetzt noch was Neues. Ganz so billig bleibt Shein nicht, weil es kommt der Zoll. Danke.